Nicht nur der kleine Choppy freut sich, nein, wir alle können uns freuen, denn hier bei One Piece Anime Worldwide im Kampfkolosseum geht es langsam aber sicher auf die Endphase zu. Ja, seht schon, da rechts oben sind erste Rang in der A-Liga, supi war. Der Endkampf steht bevor gegen Flamingo und ich habe soweit alles vorbereitet, auch für, also sprich um Vibe freizuschalten, denn, ja, bereits mit Shengis 600 Gegner platt gemacht, sprich immer da einen Rauferei dreimal gemacht, weil es gibt immer, also sprich da Rauferei. Da kann es auf schwer, kann es gegen 300 Gegner, nicht 300, Quatsch, 150 Gegner insgesamt fighten, das halt viermal insgesamt machen und schon bis es bei 600 Gegnern. So einfach kann es gehen, genau. Sonst haben wir soweit, glaube ich, alles war. Charaktere gibt es keine mehr, obwohl hier noch 2 Slots frei sind, aber ich glaube, da gibt es keine Charaktere mehr andere. Schade eigentlich irgendwie. Aber egal, gut, das fehlt jetzt noch, Kampfkolosseum erobern und das werden wir hier machen, indem wir gegen Flamingo antreten. Natürlich mit Waffi muss ganz klar sein, war. Und der zweite ist nur die Frage. Eigentlich brauchen wir einen ziemlich starken Charakter, sprich Akainu wäre einer, Crocodile zwar auch. Ja, komm, wir machen es so, wie es eigentlich sein sollte, war mit Law. Ja, wird schon gut gehen. Gegen Flamingo, rupf den Vogel, aber hallo. Also ich bin nicht bereit. Was soll denn der Quatsch? Vor allem, wieso hat er gesagt Meister? Ich meine, hallo Flamingo ist auf den Himmelsrache, aber aua. Deswegen direkt Meister, also bitte dich, wow. Ich war doch außen, jetzt los plötzlich. So. Geht doch schon. Und jetzt voll in die Fresse, in der Höhle, jetzt klar, wow. Mann, ich weich doch, es steht doch immer ausweichen, ich mach's doch immer, was soll denn sonst machen? Kugel auf dem Kopf, nicht schlecht. Komm her, Mann, du alter Sack. Ist klar, trifft mir trotzdem. Genieß die Musik und genieß, wie ich hier verliere. Scheiße, Mann. Ich hab keinen Bock auf Fujitora. Den pinken Tiger, glaube ich, war. Müsste ihn übersetzt heißen.
Oder violette Tiger, wie auch immer. Dann haben wir einen gelben Affen haben wir aktuell, wir haben einen pinken und violetten Tiger und wir müssen auch noch einen grünen Bullen haben. Ja, der dritte Admiral, also natürlich der zweite neue war nach 2 Jahren. Der müsste ja eigentlich, also sprich Kisao, der gelbe Affe, der hat ja eine Logia-Frucht, weil er ist ein Blitzmensch, Quatsch, natürlich ein Lichtmensch. Der hier hat ja von der Meteorfrucht gegessen, also müsste eigentlich Parameter-Typ sein und der dritte müsste ein Zoa-Typ sein. So, gleich vorbei, kann ich das aufleveln? Nö. Aua! Alter, was denn für eine Power plötzlich? So, das war's. Ey, Alter! Beine rasieren gefälligst! Flamingo. Tango Blöds oder was? Genau, Affi, zeig's ihm! Du bist stärker! Ja, und jetzt? Darf ich ran oder was? Ich darf ran gegen... Wieso hat der eine rote Aura? Wow! Kommt das ja gar nicht gesehen. Okay, jetzt mit seiner Pfannenfutter. Alter, ist das schnell. Und deswegen kann er auch fliegen über der Wolken sind. Hält halt am Festarsch. Hat der viel Kappe, hey. Bisschen zu viel für meinen Geschmack. Muss besser aufpassen, dringendst. Mann, ich weite doch immer aus. Was soll denn der Quatsch trotzdem? Mehr Tebi, aber ganz dringend. Die verdammten Fäden sind so schnell, ey. Und vor allem so stark, die siehst du gar nicht. Ja, das meint doch genau, ich teleport doch immer. Trotzdem sehe ich die verdammten Dinger nicht. Oh, ich hau ab. Hat nichts gebracht, bin ausgewichen, trotzdem nichts gebracht. Oh, verdammt, mit Law, ey, muss das sein? Ey, was ist denn für eine verdammte Scheiße? Mit Law geht das aber nicht. Aber ich muss mal... Also ganz ehrlich, der Ultimate Move von ihm war ja mal echt fies. Daneben! Wow! Alter!
Mann, ist klar, ich sehe doch nix. So, wir haben ein bisschen was Schaden gemacht. Toll. Waffe, könnt ihr brauchen. Daneben. Arzt halt dich selbst oder was? So, Flamingo, das war's.小僧どもがなかなかやるじゃねえか。いいだろう、お前たちのことを認めてやる。この次やった時、それがお前たちの最後だ。余興としちゃ面白かったぜ。じゃあな。待て。Was für ein feiges Huhn. Wieso sie? Ist ein einer. このような結末を誰が予想したでしょうか。今大会の優勝は麦わらのルフィ、トラファルガー、ローチームです。二人は我々に数々の感動を届けてくれました。 Robin, ey, die ganze Zeit. Das war ja klar. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Wir kriegen nie das, was wir wollen. Unser Fleisch. Alles für die Katz. Ja, Freunde, das war's hier mit One Piece Unlimited World Red hier auch im Kampfkolosseum. Wir haben auch den durchgerockt. Einfach nur fantastisch, obwohl ich zugeben muss, da das letzte Kampf, ich meine, klar ist ein Endbosskampf und wegen Flamingo, der muss schon ein bisschen was mehr drauf haben als die anderen Kämpfer. Sehe ich ja ein, aber dass er da, ich bin mittlerweile so gut drin. Also ganz ehrlich, ey. So schlecht war jetzt auch nicht, dass der irgendwie mit Ruffy verlieren musste quasi. Also sprich, dass es irgendwie hätte besser machen können, dass ich falsch gespielt habe, nicht gut genug gespielt oder so irgendwas. Und ja gut, ja. Die Schlussattacke war da, als er einen Ultimate Move gestartet hat. Der hätte halt besser kennen müssen, der besser aussagen können. Aber gut. Was soll's, wir haben es trotzdem versucht, wir haben es geschafft. Auch wenn ich mit Ruffy, aber immerhin können wir zu zweit antreten. Gut, Leute sind unbedingt gerade mein Favorite im Spielen hier. Zumindest in diesem Spiel hier, aber was soll's. Tja, ihr seht da ein paar Charaktere, 2 fehlen schon noch, Fragezeichen dort. Karibu, stimmt, der war auch dabei, ja. Ja, wie auch immer. Kampfkolosseum kann man im Großen und Ganzen sagen, war interessant, war lustig, klar, jetzt von der Story her und so war jetzt nicht so umfangreich und interessant, aber es war interessant, was man da machen konnte, von wegen Rauferei, Bossmodus, Spezialmodus etc. etc. Das ist halt, was ich vor allem interessant fand, aber mir hat auch darüber aufgegeben, war echt geil. Und zwar, als wir das erste Mal die B-Liga geschafft haben, eigentlich die A-Liga aufsteigen sollen, die kam Fujitoro und hat uns besiegt. Sprich, wir konnten gar nichts machen, das war storybedingt vom Spiel her. Wir mussten da zurückgehen. So, natürlich konnte man sich denken, was, Gemeinheit, aber kam es relativ schnell in der B-Liga. Der Aufstieg in die A-Liga ging mit ein bisschen Weile und so, aber du hattest immer was zu machen, die ganzen Charaktere freischalten und so. Hat trotzdem ein bisschen angespannt, deswegen war es jetzt nicht so dramatisch, als da wieder zurück zu uns in die C-Liga geschleudert wurden. Es ging eigentlich noch. Generell das Auftauchen von Fujitoro fand ich ganz genial. Was ich ein bisschen bemängelt habe, ist das Akainu, das sah gleich als vor 2 Jahren. Also ich meine, hätte man hier etwas anderes machen können, ganz ehrlich, das sah nach 2 Jahren schon anders aus, das hat man im Manga auch schon gesehen, also das ein bisschen einfließen lassen hier ins Spiel. Wenn man schon andere Dinge einfließen lässt, naja.
Nun, ansonsten von der Spielauswahl, der Charakterauswahl, es war eigentlich alles, was dabei sein sollte, sag ich jetzt mal. Natürlich kann man jetzt sagen, nö, da fehlen ihm noch 2 Charaktere, da vielleicht sogar noch mehr. Ich meine, Akainu ist dabei, was ist mit Kusan, was ist mit Kizaru, genau. Fujitora kommt auch noch, kann Flamingo auch noch spielen und so weiter und so fort. Am Großen und Ganzen, denke ich mal, ist die Auswahl... Ja gut, ich muss das zugeben, mit Falken habe ich noch gerne gefightet. Ein White bekommt erst jetzt und man kann erst jetzt freispielen. Was kommt jetzt noch? Kann er was machen oder so? Irgendwie noch ein neuer Battle-Modus oder irgendetwas? Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, es wäre weniger, aber auf alle Fälle war es interessant. Also auf alle Fälle. Ich kann es jedem empfehlen, vor allem in einem One-Piece-Spiel. One-Piece-Fan natürlich. Also One-Piece-Spiel-Fan in diesem Sinne. Also sicher interessant und vor allem für diejenigen halt, die auch denken, ja, ist doch ein Modus da. Gegen Redfield und roten Graphen ist ein bisschen zu kurz. Da kann sich hier ein bisschen austoben und das geht schon. Fand es auch cool, dass es für die Wii U noch erschienen ist. Das ist auch mein Grund, wieso ich es hier gezockt habe, nicht auf PS3. Ich dachte mir, komm schon, wenn du es dir auf 1080p aufnehmen kannst. Und PS3 würde nur 27p geben, müssen hochrennen und so auf 1080p. Also hier ein bisschen eine bessere Qualität, ist zwar nur ganz bisschen, aber naja. Wenn dem auch sei. Außerdem muss man sowieso der Wii U ein bisschen mehr Chancen geben, dass wenn neue Spiele kommen und so. Also versuch's zumindest, nicht wahr? Ja. Das war eigentlich sonst hier eigentlich auch schon alles war, wie gesagt. Der Rest aber schon im ersten Fazit beim Part 20, glaube ich, gegeben war, wo es um den Kampf gegen Redfield ging. Also viel mehr kann es gar nicht sagen. Wie gesagt, es ist ein geiles Spiel und so, kann ich nur empfehlen. Ist ein bisschen anders als die Pirate Warriors Saga, aber trotzdem macht Spaß und so. Also ein bisschen weniger Attackenauswahl, das vor allem gesehen. Shanks zum Beispiel oder auch Buggy an allem hätte die gleichen Moves drauf. Buggy war ja so der Spammer. Ruffy kann viele verschiedene Moves machen, also mehr als bei den anderen. Trotzdem haben wir auch gesehen im Schluss da, weil du halt immer den A-Knopf bereithalten musstest, hat man halt nicht viel Zeit gehabt, mit anderen Kombos auszuprobieren und deswegen war es dort eher ein bisschen standardmäßig. Ja, aber trotzdem geile Idee und so kann man was wieder machen. Zum Beispiel Unlimited World Raid 2 oder so etwas in der Art natürlich. Aber denken wir das nächste Mal jetzt, wenn den Kampfkurs wieder vorkommt, wird dann vermutlich Flamingo definitiv platt gemacht werden. Weil es ist jetzt so, vor allem für diejenigen unter euch, die halt jetzt den deutschen Manga kennen und auch die deutschen Anime und so. Man muss zugeben, der deutsche Anime hinkt ziemlich hinterher, weil es immer noch dort, ja, bei einem, da wissen wir die Insel. Oh nee, ja, das heißt auch ein bisschen, das Controller ständig irgendwie abbricht. Ich überlege gerade, wie ist denn das dort bei der Fischmenscheninsel oben dran? Das Sabodi-Archipel, ja genau. Dort hängt der deutsche Anime immer noch fest, obwohl es ja so episodenmäßig, 200 Episoden vergangen und so, kann man viel dazwischen. Aber auch schon bei One Piece Pirate Warriors 1 und 2 gesehen, hier natürlich auch. Im Ankunft der neuen Welt und natürlich ist Manga auch schon bereits ein bisschen weiter, obwohl wir hier immer noch in Dressrosa herumhängen und Flamingo ist immer noch nicht platt gemacht worden. Aber ihr habt gesehen, Flamingo, vor allem der Fanfrucht, ist zwar nur eine Parameter und ja, Fanfrucht klingt nicht unbedingt so super duper, nicht wahr? Aber die Frucht hat schon was drauf. Vor allem sehr vielseitig, hey. Und sie bei Fan kannst du auch die Luft fliegen dank Wolken. Also ist schon nicht ohne. Naja, Shirohige! Oha. Was? Verfügt mit den ganzen Vergangenen noch einmal abspielen? Hä? Cool. Na, so ein Freiheitsschein, den du versuchen kannst. Spiel das haben wir doch schon mal gemacht. Okay, Missionsspar, da kämpfen wir noch einmal. Tja, Tja, Freunde, es sieht so aus, es wird doch noch 1-2 Parts geben, wa? Erstmal ganz kurz gucken, Spiel starten. Also ganz ehrlich, da ist Hauptstory, da gehen wir nochmal ganz kurz rein für ein paar Durchsagen, einfach mal zum Gucken, was gibt's denn Neues und so, aber groß macht jetzt da nicht etwas. Kann durchspielen zu 100%. Ja, Frankie findet es so super, aber ich habe nicht wirklich Bock drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es wird sich aber gemacht, hat auch Spaß gemacht und so, aber alles muss irgendwie nicht sein. Also mal gucken, was ist genau. Hier ist der Missionsspeicher. Wer ist mein Gegner? Kampf. Interessant. So, jetzt mal hier gucken. Belohnungsliste. Fehlt echt noch ein Charakter oder was? Ach du Scheiß. Fujitora, die kann man auch noch spielen.
Rein mit Akainu besiegt. Akainu ausgeführt. Oh. Aber ich wusste, es fehlen noch. Okay. Ja, also es gibt sicher noch 2 Parts. Einen noch hier im Kampfkolosseum, wo wir noch mit Whitebeard loslegen werden. Mit Flamingo auch noch. Ja, machen wir auch noch alles. Dann werde ich noch Fujitora freischalten. Das vermute ich auch eher ein bisschen offscreen. Ja, sprich eine Rauferei zeige ich euch dann mit Flamingo. Mit der letzte dann. Mit Akainu werde ich ein bisschen offscreen zocken. Genau, um den Rest zu machen für Fujitora. Also sprich, im nächsten Part zeige ich euch einen Kampf, also eine Rauferei mit Flamingo. Haben ihm freigespielt. Dann zeige ich euch noch einen Kampf 2 mit Fujitora. 1 dann noch mit Whitebeard. Und dann hat sich's. Dann haben wir hier alles durch. Klar kann Sinn noch so viel machen, aber nee, ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Muss ganz ehrlich zugeben. Jetzt ganz kurz mal gucken hier. Gehen wir vielleicht. Eigentlich fehlt noch einer. Kusan? Akainu? Akainu, Quatsch, ist er hier. Aokichi? Nee, Moment. Kizaru, dankeschön. Fehlt der vielleicht noch? Flamingo loslegen, alter Schwede. Ja, wie dem auch sei. Das noch vieles mehr in der nächsten Part hier bei One Piece und mit World Red. Wie gesagt, 1, 2 Parts noch. Einer hier im Kampfkolosseum. Für die neuen Charaktere hier. Und dann noch einer noch mal ganz kurz in die Hauptstory gehen, um zu gucken, was es da noch Neues gibt. Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei One Piece Animate World Red. Ciao zusammen.